Ja, grüß euch benannt und einen Sakrisch-Gurden. Jetzt Kasperl. Ja, geht offensichtlich gleich weiter im Text. Rainer hat gestern wieder einen seiner allseits beliebten Laberstrümenes gemacht. Warte mal, hier den Kopf kann ich wegmachen. Weil wir schauen uns das Ganze, die Zusammenfassung beim Range an. Hier unten verlinken und der hat Gott sei Dank seinen Drachendulli-Kopf hier oben schön unkenntlich gemacht. Wir wollen ja nicht seine großartigen urheberrechtlich geschützten Ding. Ja? Wissen wir Bescheid. Reiners Qualitätsoffensive ist offensichtlich am Stissel, weil er benutzt sein Greenscreen. Er benutzt den Greenscreen mit einem Hintergrund, der gar nicht scheiße aussieht. Das ist auch eine Neuerung, das kennen wir alles nicht von ihm. Wenn mir nicht alles täuscht, hat er ein neues Headset. Es schaut neu aus und es schaut auch nicht so aus wie das letzte, was ich gesehen habe von ihm. Und anscheinend hat er sein Dulli-Mikro wieder aufgebaut. Ja, und dementsprechend, da ich sagen, der hat gar nicht lange benannt, kommt einer in Rainer. So. So ist jetzt meine Cam unscharf. Sogar die will das Elend nicht sehen, Rainer. Sogar die will das Elend nicht sehen. Hallo. Da was. Jetzt die Kamera gedacht, ach, das soll das Gesicht sein, okay. Ich habe mir gedacht, jemand hat seinen Arsch in die Kamera gehalten. Wenn ich nicht mitgerechnet, finde ich gut. War auch eher eine spontane Idee. Also spontan mal wieder die Kohlen knapp werden. Weil spontan ist es mal wieder so, dass die Zahl der Tage im Monat zweistellig geworden ist und spontan Rainer sich gedacht hat, wenn er jetzt hier bis Einsendeschluss noch ein paar Klicks machen will und noch ein paar Barne, dann muss das jetzt passieren. Es hat viele Vorteile, in einer Kommune zu leben. In Nürnberg, München, Fürth, Erlangen. Eine ganz schön große Kommune sein. Rainer, in eine Kommune lässt dich keiner rein. In eine Kommune lässt dich keiner, aber... Oh, wetten, das ist hier wieder so ein Ding, wo einer meint, die Klischees abfarmen zu müssen, so. Da kriegt jeder so viel Sex, wie er will, scheißegal, was für ein Arschloch das er ist. Und es wird den ganzen Tag bloß gebufft und gebomst. So ein Ding ist da. Rainer, es gibt nicht immer so viele Kommunen und die, von denen ich weiß, die daten dich nicht reinlassen. Nicht, wenn es das dafür zäunt, Arzt, ganz ehrlich. Oder nur das sind ja noch da drauf. Schöne Frau. Ich bin in den 70ern, so ungefähr, ja. War ja schon mal ein Verfechter der freien Liebe. Nee. Rainer, in deinem Blog-Eintrag zufolge bist du immer schon ein Verfechter der unfreiwilligen Liebe gewesen. So ein Ding, ha? Nein, das war natürlich nur Spaß. Also, ob ich mich in die Kommune setzen würde. Obwohl, interessant wäre es bestimmt mal. Und den ganzen Tag Gras rauchen. Vielleicht. Ja, genau sowas ist es. Genau sowas. Der Mann ist so haargelb. Der denkt nur in Klischees, in entweder Animes oder Filme, die er gesehen hat, oder irgendwelche. Es gibt. In Rainers Kopf gibt es die Realität einfach nicht. Das ist alles hier so. Eine Schublade, nächste Schublade, nächste Schublade. Die eine oder andere Chicks oder den einen oder anderen Typen. Warum auch nicht? Probieren würde ich sowas gerne mal, muss ich sagen. Hab ich's gerade gesagt? Er ist der Meinung, da wird gepufft und gebomst. Bestimmt ein interessanter Stil. Wir können ja mal so machen, dass alle, die seit 5 Jahren Abonnenten sind, schreiben können. Können wir alle schreiben, die seit 5 Jahren Abonnenten sind. Ausnahmsweise mal. Mutig, da haben wir Moderatoren sicher viel zu tun. Wir werden sehen. Ach, es geht. Musik, Puffen,
einfach nur chillen. Ja, hier erstens, kennt man den Spruch, die Affen, die paffen? Bei der Musik merkt man auch wieder, was er für eine heftige Metal-Drecksau ist, der Rainer. Der hat, aber richtig. Aber das scheppert aber mal anders krass, da immer sagen. Bisschen unterhalten, bisschen reden, Hintergrund genießen. Vielleicht mal den ein oder anderen runter verspeisen. Erstens wieder die Dulli-Verzerrstimme, das ist so eine Sache, so scheiße wie die Qualität von seinem Dreck jetzt in letzter Zeit war, diesen Mist habe ich definitiv nicht vermisst. Und dann, er will ja nicht provozieren, aber das Erste, was er sagt in dieser Stimme ist dann, okay, ich weiß nicht, ob es das Erste ist, was er sagt, weil wie gesagt, das ist eine Zusammenfassung ist. Ein Hater verspeisen. Und dann wundert man sich, wenn Hate kommt. Krass, schreibe das erste Mal mit einem Kommentar live. Gibt immer ein erstes Mal. Außer für dich, Rainer. Für dich wird es nie eins geben. Lass mal ein bisschen deine Ruhe jetzt. Ich möchte ehrlich gesagt über das Thema gar nicht so reden. Die Leute, die machen sowieso, was sie wollen. Rainer, du hast es doch gerade wieder angesprochen. Du hast doch gerade irgendwas gelabert von wegen Hater verspeisen etc. Und das war gewiss nicht das Einzige, das sind sicher nur ein paar Sachen, die rausgeschnitten worden sind. Und jetzt, ja ne, eigentlich hier will über das Thema gar nicht reden, machen wir nicht. Das hat hier auch nichts verloren. Lassen wir uns in die Stimmung verkacken. Was hast du in der Hand? Eine E-Shisha. In der anderen, die du in der Hose hast, du Trollo. Was jetzt für den Arbeitszimmer mit Greenscreen? Nichts über mein Privatleben. Nicht so gut, Leute, aber ich möchte über mein Privatleben definitiv nicht mehr sprechen. Wollen wir wetten? Wollen wir wetten, dass er jetzt in diesem Stream nochmal über sein Privatleben spricht? Und dazu, wozu machst du denn die Scheiße, wenn du nicht über dein Privatleben sprechen willst? An dir gibt es sonst überhaupt nichts Interessantes. Die meisten Leute, die so Lava-Streams machen, irgendwelche Meinungsblog-YouTuber, reden da ein wenig über ihr Privatleben oder halt über irgendwas Interessantes. Aber bei denen gibt es nichts Interessantes. Bei denen gibt es, über Politik wird nicht geredet, etc. Privatsache wird nicht geredet, etc. Dieses nicht, da. Es wird über dein Privatleben oder die Hater. Das sind die zwei Themen. Und der Mütze siehst du wieder 10 Jahre jünger aus. Ja, die Mütze. Es sieht auch 10 Jahre dümmer aus. Ja. Da habe ich nur auf, weil ich mich verschnitten habe. Alter, schaut euch das an. Ja, die Mütze. Da habe ich nur. Schaut euch das an, weil er sich da verschnitten hat. Alter, der hat da 3 Zentimeter tief in den Iro reingesäbelt. Ja, Rainer, dann da die Tabula Rasa machen. Wenn ich so verschissen hätte, da das mal komplett absäbeln. Nur auf, weil ich mich verschnitten habe. Nee, ich mache keine Reacts. Nicht mein Stil. Rainer, du hast gar keinen Stil. Und du machst keine Reacts nicht, weil es nicht dein Stil ist, sondern weil du zu dumm dazu bist. Du kannst es nicht. Das ist der Punkt. Ich klaue anderen Leuten nicht Klicks durch die Videos, die ich wiederum reacte. Also alle, die das hier sehen, es tut mir fürchterlich leid, dass ich dem Rainer Klicks geklaut habe, die er sonst nie bekommen hätte. Weil, ich weiß nicht, ob du das checkst, Rainer, das ist so ein Ding bei uns, ist, wir wollen gar nicht bei dir klicken. Wir wollen gar nicht. Wir haben ein paar Leute, die sie dafür opfern und der Rest schaut bei denen. Und du hast jeden von denen schon 20 Mal versucht wegzumitteln, die kommen aber immer wieder. Und dann hast du es irgendwann aufgeben. Mir wundert sowieso irgendwie, der Spiegelort ist jetzt beim wievielten? Beim 18., aber schon relativ lange. Er ist ja stellenweise, da gab es ja Zeiten von nicht allzu langer Zeit, da hat er sich im 3-Wochen-Takt einen neuen Account gemacht. Ist nicht sein Stil, da Klicks von anderen Leuten zu klauen. Genau so ein Ding. Sehe ich nicht ein. Kommt demnächst noch so. Ja, wie letzte Woche angekündigt, Montag, Mittwoch und Freitag Streams. Rainer, du hast schon so viel angekündigt in den letzten 10 Jahren. Der Woche klappt, der ist ja schon gar nicht so gut. Lag auch mehr an meiner Lust tatsächlich. Nee, echt jetzt? Ich hätte gedacht, das liegt irgendwie daran, dass da Equipment ist oder dass du in Madeira bist oder dass du viel Stress hast oder dass dieses ist und jenes. Und was habe ich dann gleich nochmal gesagt? Ach ja, ich habe gesagt, verzeih keinen Scheiß, du hast einfach keinen Bock. Tada! Jo, aber kann man
Was? Das kann man Cash auf anderen Nacken machen. Ja, interessiert mich aber nicht. Das ist nicht mein Stil. Ja. Da wollte wieder jemand raus. Aber schau mal, vielleicht hat er noch was zu sagen. War es nie und wird es nie sein. Ich bin nicht wie diese Menschen, die sowas machen. Egal, ob sie Unge heißen oder ein Hater sind, ist mir völlig futz. Den Unge kriegst du auch noch zum Hater. Das mache ich nicht. Das hat keinen Stil. Und Er redet von Stil. Alter. Ja, die Cash auf andere Leute Nacken machen. Die meisten Leute von den größeren YouTubern, die sie gegenseitig reacten, die pissen sich deswegen nicht an, weil die sich ja auch gegenseitig praktisch Abonnenten zuschustern. Entschuldigung, warte mal. Frosch im Haus. Die machen ja Werbung füreinander. Ja? Leute, die auf dem einen YouTuber hängen und wenig anderes schauen, merken dann, ey, der ist vielleicht auch ganz in Ordnung, schau mal da mal rein. Deswegen wird er da vergleichsweise wenig gestrikt, sogar wenn es einmal Kritik gibt. Checkt Rainer nicht. Checkt Rainer einfach nicht. Rainer meint so, alle, die auf mich reacten, die klauen mir nur die Klicks und die Bachne. Nee, Digga. So nicht. das ist in meinen Augen etwas, was man nur dann macht, wenn man keine Idee für eigenen Content mehr hat. Ui, der leckt mir am Arsch. Ich will jetzt nicht behaupten, dass ich großartige Ideen für eigenen Content habe. Ich habe mir ein paar Sachen überlegt. Es kommt wahrscheinlich irgendwo ein zweiter Kanal, wo ich dann selber ein bisschen dumm daher Aber er hier verzeiht man von wegen, ja, ich habe keine Ideen mehr für eigenen Content. Rainer, ich habe in den letzten Monaten unzählige Male dich erlebt, noch wo du in der Schanze auch noch warst, wo du den Leuten gesagt hast, ja, macht's mal Vorschläge, was wollt ihr denn sehen? Und alles, was mit Arbeit zu tun gehabt hat, hast du sofort wieder abgeschmettert und offensichtlich drin gesessen bist und dir gedacht hast, ach scheiße, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, aber arbeiten gehe ist keine Alternative. Jetzt müssen die Barren müssen rein. Jetzt darf meine Community mir mal helfen. Und mir Content liefern, den ich dann bringe. Er labert jetzt. Leute, die keine Ideen haben, was sie machen sollen. Liebe Grüße aus Bayern. Schöne Grüße zurück nach Bayern. Einer doch nicht so, wie wenn du nicht in Bayern wärst. Wir wissen, dass du zwar nicht mehr bei Marion bist, aber es ist auch es gibt gute Gründe zu glauben, wo du bist. Wenn das Sinn macht. Ich glaube, das ist Strawberry gewesen. Ich habe noch einen hier. Vanille Custard. Vanille Custard hat er gerade gesagt, oder? Custard wird das wahrscheinlich geheißen haben. Dass er aber nicht weiß, was Custard ist, wundert mich. Ach hier. Keine Ahnung. Wie war dann jetzt halt auf Madeira? Erfunden. Erfunden war sie. Also getrieben. Ich hab, keine Ahnung, ich bin ein bisschen herumgereist, hab mich ein bisschen umgeschaut, keine Ahnung, ich war ja nicht da, warte, muss ich mal schnell was überlegen. mir ein paar Häuser angeschaut. Hab tatsächlich Unge getroffen. Ja, genau, hast du Unge getroffen. Zufällig. Wann spielst du Elden Ring? Ich habe mir Elden Ring tatsächlich angeschaut und hab's mir auch geholt, aber ehrlich gesagt. Ehrlich gesagt bist du wieder zu unfähig gewesen. Hey, nein, natürlich hat er Unge getroffen. Wir müssen herausfinden, was Unge dazu sagt. Ich fand's nicht so besonders gut. Die Welt ist ganz interessant, aber davon abgesehen, ich spiele lieber andere Sachen. Ich habe keine langen Haare mehr, weil es viel zu pflegeintensiv ist. Dann gibt's mal wieder Drache läuft. Ich habe das eine Zeit lang versucht, ich mache keine Videos mehr, wo ich unterwegs bin. Gute Ausrede, Rainer. Nee, ich kann ja... Hast du nicht gesagt hier, wenn du dann ein neues Ding... Ach komm.
in der Schanze hast du gesagt, kannst nicht rausgehen und draußen irgendwie Drache läuft oder sowas machen oder Sport machen oder sowas, weil du immer Angst haben hast müssen, dass dir irgendjemand ins Haus einbricht und deine Spielsachen klaut. Jetzt hast du die Schanze nicht mehr, jetzt kannst du aber immer noch nicht rausgehen, weil es zu gefährlich ist. Habe ich das letzte Vierteljahr versucht. Nein, hast du nicht. Du warst das letzte Vierteljahr obdachlos. Das ist eine andere Sache. Du hast nicht versucht, rauszugehen, um draußen Content zu machen. Rainer, du warst obdachlos und bist überall, wo es aufgeschlagen bist, vor die Tür gesetzt worden. So ein Ding ist es nämlich. Mach ich nicht, Mann. Das ist mir zu gefährlich. Wie ist ungefähr so? Leute, ich werde darüber nicht sprechen. Weil es nicht wahr wird ist. wahrscheinlich leugnen, dass ich ihn getroffen habe. Ja, 100%ig wird er das, weil es nicht passiert Wir haben uns ist. auch nicht wirklich unterhalten. Ich habe Ja, halt gar kein Interesse daran, jetzt das groß weiter anzulabern. Sorry. Ja, weil sich sonst wieder in Lügengeschichten verstrickst, du verlogener Fettbeitel. War eine der wenigen unschönen Sachen auf Madeira. Ich möchte... Kann ich mir vorstellen. Unge wird ein richtiges Arschloch sein, 100%ig. Genau so kommt er mir vor, deswegen ist er auch so beliebt im Internet. Der wird herkommen sagen, sagt er mal, Rainer, verpiss dich von meiner Insel, so ein Ding war das. Ach, halt doch dein Maul. Ach, halt doch dein Maul. Der Typ hat dich noch nicht einmal angezeigt, als du ihn offen als Hurensohn beschimpft hast. Gut. Ihr kennt meine Meinung über Beleidigungsanzeigen. Mich könnte er den ganzen Tag Hurensohn nennen, es wäre mir scheißegal. Ja. das Thema gar nicht vertiefen. Eigentlich wollte ich es gar nicht ansprechen. Er wird bestimmt darauf reagieren. Wie gesagt, Leute, interessiert mich absolut nicht, was er macht. Es war auch endlich eher unschön, dass wir uns überhaupt gesehen haben. Ich hatte eigentlich gar nicht vor, ihm über den Weg zu laufen. Es ist hier wieder der Rainersche Lügenblick. Ich sehe es allgemein so empfehlenswert. Alter, nee, ich mache jetzt Pause, ich schaue jetzt nach. So, ich habe es nachgeschaut. Unge hat tatsächlich darauf reagiert. Und zwar im Stream und in einem Post. Im Stream natürlich erstmal, nee, was soll ich sagen? Ich habe den nicht getroffen, der war hier nicht. Und im Post, also sowas geschrieben, so wenn er hier schon so eine Geschichte erfindet, warum erfindet er dann, dass das ein unschönes Treffen war? Er hätte ja auch ein schönes Treffen erfinden können. Da geht Liebe, Ehre und Anerkennung raus. Und hier auch Mr. Badass in seinen Kommentaren. Das ist das Problem, dass du Lügen raushaust, ohne vorher zu überlegen. So ein Ding ist, der hat halt gemeint hier, oh ja, als Madeira-Thema, jetzt muss ich irgendwas mit Unge sagen, weil das gibt Klicks und gibt Aufmerksamkeit. Funktioniert ja gerade offensichtlich auch. Und dann war der Mund wieder schneller wie der Kopf, weil, Erbsenhirn und so. Und ja, ich habe Unge getroffen. Scheiße. Das ist easy nachzuprüfen, dass das nicht so ist. Ja, der wird's wahrscheinlich leugnen. Komm, Rainer. Komm, Rainer. Gib da wenig Mühe, wenigstens ein kleines bisschen Mühe geben. Ja, also mir hat es persönlich sehr gut gefallen da. Ich würde da, denke ich, auch nochmal hinfahren. Hatte mir auch ein paar Häuser angeschaut. Eigentlich wollte ich mir sogar eins holen da. Aber es gab noch zu viele Sachen, die ich hier zu erledigen habe. Ich wollte auch ursprünglich einen ganzen Monat da sein. Also Er wollte sich eins holen im Vorbeigehen. Klingeln, den Leute, die da drin wohnen, sagen so im Übrigen, ab jetzt gehört das Haus mir, morgen seid's heraus. Ja, das ist jetzt klar Schanze 2.0. ursprünglich eigentlich erst letzte Woche zurückkommen. Aber das ist dann schon 2 Wochen früher der Fall gewesen. Dann kommt der nächste Podcast. Ich habe überlegt, entweder machen wir den Podcast mal live, so wie jetzt hier. Also nicht heute, aber vielleicht am Mittwoch. Oder wir... Oh, doch, mach das, Rainer. Rainer, das ist eine saugute Idee. Bitte, bitte mach deinen verlogenen Trottel-Podcast bitte live. Würde ich feiern. Ganz ehrlich, da freue ich mich richtig drauf.
Wir machen es so, dass wir nächste Woche einen Podcast machen. Nächste Woche einen Live-Podcast machen. Dann kommt ein neuer Song. Es ist schwierig, weil ich momentan keine Songs aufnehmen kann. Ja, ist alles immer schwierig. Gott bewahre mir meine guten Ausreden. Du flexst doch die ganze Zeit immer, dass du am Musikkanal bist. Ja, hau mal raus, Musik. Du wirkst auch ruhig, habe ich das Gefühl. Logisch, warum soll ich mich aufregen? Ich habe euch schon mal gesagt, ich bin an sich ein sehr tiefenentspannter Mensch. Ich flack gleich unterm Tisch. Oh. Oh. Oh Mann, er ist ein sehr tiefenentspannter Mensch. Genau so schaut das aus. Oh. Ja, wir erinnern uns an die guten Meltdowns an den diversen Geburtstagen und diversen Besuchen. Sehr tiefenentspannt. Wir kennen es auch, jeder tiefenentspannte Mensch wirft permanent mit Äxten nach irgendwelchen Leuten oder mit irgendwelchen Kaffeetassen oder sowas oder brüllt so lange draußen in der Gegend umeinander, bis alle Nachbarn ihm sagen, dass er das Maul halten soll und er selber schon gar keine Stimme mehr hat. Das machen nur extrem tiefenentspannte Leute. Ja, das ist hier nur zwischen den Meditationssessions, dass sowas ausnahmsweise und stellenweise mal passiert. Schon immer gewesen. Wenn ich das nicht wäre, hätte ich die letzten Jahre nicht überlebt. Smash Bros. Sage ich sehr gerne. Ich bin kein großer Fan von Fighter-Spielen, aber Smash Bros. Kannst du nicht wirklich als Fighter-Game bezeichnen. Doch. Ich glaube, die Unterbezeichnung ist Brawler bei Smash Bros. Aber es ist grundlegend ein Fighter-Spiel. Fighter-Games sind eher sowas wie Mortal Kombat oder das klassischste Beispiel ist natürlich Street Fighter oder auch Tekken. Das sind so die klassischsten Beispiele für Fighter-Games. Das sind die einzigen, die du auch jemals gespielt hast. Aber ja, das sind auch Fighter-Games, aber halt ein bisschen anders. Also ich würde jetzt sowas wie, wenn jetzt jemand sagt, hier ist es ein Fighter-Game, Smash Bros., kann man so stehen lassen, würde ich sagen. Sam's Fighting Hurts, das ist natürlich auch toll. So komische Pferde, Einhöhlen, Pegasus-Viecher, die gegeneinander catchen. Fappen versus Zigaretten. Fappen? Was sind denn Fappen? Meinst du die Shishas? Ui, da Fappen versus Zigaretten. Ui. Vapen, du Dulli. Versus Zigaretten. Alter, Fappen. Fappen ist was anderes, aber da kennst du dir eigentlich auch ganz besonders gut aus. Keine Ahnung. Ich rauche die nur, weil im Haushalt, ne? In der Wohnung ist es immer so eine Sache, deswegen rauche ich lieber die E-Shishas im Haus. Ich bin nicht in Erlangen. Trotz der letzten Woche nochmal. Irgendwelche Investment-Tipps. Kauf dir ein Haus. Oder mehrere Häuser, wenn du das Geld hast. Immobilien sind immer eine gute Wertanlage. Ja, wenn man sie denn pflegt und nicht komplett verkommen lässt, sodass sie abgerissen werden müssen. War es bei Klonter? Ich bin mir nicht mehr sicher. Irgendwer hat jetzt erst vor kurzem ein Video gemacht am ehemaligen Schanzenstandort. Das hier ist ein richtiger Lost Place inzwischen. Es ist richtig zugewachsen alles. Also noch schlimmer wie vorher. Und es ist ein trauriger Anblick ein bisschen. Also es ist wirklich ein trauriger Anblick. Häuser brauchen die Leute immer. Freust du dich aktuell auf ein Spiel, das rauskommt? Ja, Zelda halt, ne? Geld zu Pries. Das kommt nächstes Jahr. Nein, Alter. Bei Gossensprache erst mal kannst du schon mal woanders hinlegen und zweitens, nein, ich bin nicht im Knast. Das sieht man doch. Was? Alter? Alter, zum einen einmal deine Leute so dumm anreden. Scheißegal, was der da reingeschrieben hat. Fanmanagement vom Allerfeinsten, würde ich mal sagen. Und ja, mei.
Bist du nicht im Knast? Leider nicht. Oder glaubst du, ich habe im Knast so eine geile Atmosphäre oder was? Da bist du im falschen Film. Alter, der hört das. Das haben wir jetzt die nächste Zeit wieder permanent. Dieses, oh, ich höre so meine Badass-Stimme über das Ding an. Ey, es ist so lächerlich. Es ist so lächerlich. Da höre ich mich mit meiner Erkältung besser an. Hier, How I Met Your Mother Style. Zuckerstück. Eigentlich nenne ich dich nicht Zuckerstück. Das sind ja das Strafen. Nee, ich hole mir keine Playstation. Ich bin ein Nintendo-Kind. Wie oft soll ich da eigentlich noch buchstabieren? Was für ein Headset benutzt du? Ja, Rainer, du hast aber zum Beispiel auch eine Xbox. Was jetzt damit? Ist die ja von Nintendo oder was? Das ist eine berechtigte Frage, Dulli. Eigentlich benutze ich gar kein Headset. Ich benutze ein, Rainer, du hast eins auf dem Kopf. Du hast ein Headset auf dem Kopf. Ich sehe das Mikrofon. Oida! Nee, das ist kein Headset, das ist was ganz Besonderes. Das hat nämlich Krebs. Shure SM7B. SM7B. Aber ich habe ein, oh Gott, wie hieß dieses Mikro? Das ist ganz neu, ich habe das erst seit heute. Habe ich's gesagt. Er weiß auch nicht, was der da für ein Headset gekauft hat. Das war einfach nur das teuerste, das hat er genommen. Ja, weil die Kohlen vom Ranger, die müssen an die Leute gebracht werden. Alter, wie scheps kann man denn so einen Iro schneiden? Das ist ja fürchterlich. Alter, nix gelernt, zwei linke Hände und nicht einmal abiturierend. Was ist los mit dem? Im Übrigen, ich habe mir Gedanken gemacht hier. Er hat doch erzählt in dem Dulli-Podcast über seine Oma, wie sich praktisch die Eltern mit der Oma zerstritten haben, als er klein war. Kann mir gut vorstellen, wie das Streitgespräch vonstatten gelaufen ist. Die Oma hat zu Rita gesagt, verdammte Scheiße, bist du jetzt komplett verblödet? Du hast den Dorfdeppen geheiratet und seinen Nachfolger in die Welt geschissen. Und dann ist es losgegangen, Turn-up, und dann haben sie einen kleinen Rainer Dulli genommen, in die Karre gesetzt und sind gefahren. Praktischerweise steht natürlich kein Name drauf. Was ist denn die BK? Ich habe mir das Wacken-Layout gar nicht angeschaut. Warum solltest du auch? Das Wacken-Line-Up kann ja auch geschmeidig am Arsch vorbeigehen, weil du kannst ja da eh nicht hin. Oder Line-Up. Wie auch immer. Line-Up. Vergeben oder Single? Privatsache. Bei Epic Games Store gibt es zurzeit das Spielkit. So BK Burger King, ja. Bin ich kein Fan von. Nee, er mag doch gar keine Burger. Und noch dazu schiebt er sich halt bloß, wir kennen es, Subway und Döner ins Gesicht. Beste Animes-Woche. Alle. Ja, ausnahmslos. Ausnahmslos. Alle Animes top. Wisst ihr, woran man sieht auch, dass es wieder Haters sind, die hier sind? Die stellen immer die gleichen Fragen. Deine Lieblingsanime, deine Lieblingsfilme, deine Lieblingsserien, liest du Mangas, liest du Comics, schaust... Rainer, das ist ein Laberstream. Das sind Fragen, die kannst du auch von deinen Fans erwarten, wenn du welche hättest. Also, wo es um deine Interessen geht. Ja, natürlich fragen die dich nach deinen Interessen. Schaust du Animes, schaust du Hentais, magst du das, magst du jenes, magst du dies, magst du das? Die gleiche Scheiße wie seit 10 Jahren. Wenn den Hatern fällt keine Frage ein, also sagen sie einfach irgendwas magst du und dann fügen sie irgendwas an. Ist dir nicht aufgefallen, dass die letzten 30, 40 Minuten keine Frage mit was magst du oder sonst was gegeben hat? Ja, da haben sie dir halt andere Sachen versucht aus den Rippen zu leiern. Aber die Lügen haben wir jetzt schon alle durch. Wo bist du? Wann warst du auf Madeira? Was hast du auf Madeira gemacht? Die Lügengeschichten sind jetzt schon alle erzählt. Jetzt gehen wir halt wieder zu den Oldschool-Geschichten über. Nichts in die Richtung. Nicht eine einzige Frage in die Richtung gab es. Wir haben sich unterhalten. Wie war es auf Madeira? Was hast du da gemacht und so. Ein ganz normaler Smalltalk. Und jetzt geht der ganze Quatsch wieder von vorne los. Lächerlich. 10 Jahre und den Hatern fällt nichts Besseres ein. Es ist kein Soundboard, es ist ein Mischpult. Gibt's einen Unterschied?
keine Ahnung, sag mir das mal bitte. Ich hab da null IQ drin. Soll verändern. Wie ich auch immer möchte, egal wie ich es mache. Und egal wie ich auch nicht beantworte. Ich kann alles. Das ist kein Mischpult, das ist ein Soundboard. Hast du nicht gerade noch das Gegenteil gesagt? Quatsch. Ja, offensichtlich. Also eins von beiden. Oder beides. Wenn es tatsächlich das gleiche ist, dann Ist egal. Doch, ist schon ein Mischpult, das ist ein kleines Mischpult. Richtige Club-Vibes im Schlüssel. Alter, ja, ganz genau. Heftiger Metal. Jetzt hat er einen Schlaganfall. Was ist denn jetzt los? Meine Damen und Herren, ein bald 33-jähriger Mann, der sein Geld damit verdient, was er hier tut. Bitte sehr. Ich sehe mich nicht, aber ich tanze gerade. Du tanzt nicht. Du sitzt mit deinem fetten Arsch in einen offensichtlich neuen Stuhl und machst Idiotengeräusche. Ich weiß nur, was ich möchte. Alter, nein, jetzt fängt der zu singen an. Es sind nur noch knapp über 2 Minuten. Oh ja. Singt der auch. Das klappt nicht. Doch bin ich noch hier und das ist raubt mich. Ich bin hier und die Hater sind drüben. Und ich finde das sowas von belügen. Ich finde es schön, dass wir nicht über die Hater spricht. Das ist sehr gut. Was sie über mich hier sagen. Und das ist doch immer nur gelogen. Alter Himmel, Arsch, heute dein Fotzen. Ich kann mir die Scheiße nicht mehr geben, ey. Und ich laber einen Scheiß, dass ich mich doch gleich nochmal zerreiße. Konnte man sich das wenigstens halbwegs anhören? Nein, Rainer, nein. Es hat... Mir blutet's aus den Ohren. Ganz ehrlich. Ich treffe halt bloß die Noten nicht, ne? Klingst wie der Bohlen. Ich weiß warum. Alle glauben, es ist einfach. Du klingst wie ein behinderter Schlumpf auf Helium. So ein Ding ist das nämlich. Einfach echt zu sein. So groß. Immer hart. Überall. Und doch, ihr wisst nicht, wie es ist. Immer. Es muss sein. Und trotzdem. Ich kann nicht mehr. Warum? Ich sag's euch. Sein muss. Hey, ich lasse es ja schon. Entschuldigung. Ich fand es witzig. Alter. Nee, ich habe nicht vor, vegan zu leben und ich sag dir auch genau warum. Wenn ich vegan leben wollen würde, müsste ich auf Käse verzichten, auf Eier, auf Milch. Ja, und auf die Fleischwurst in deinem Tomate-Mozzarella-Salat, ganz wichtig. Das sind 3 Dinge, auf die ich nicht verzichten könnte. Milch brauche ich für meinen Kaffee und für meine Cornflakes. Joghurt esse ich total gerne, ist auch ein Milchprodukt. Und ja, es gibt auch veganen Pudding und alles. Außerdem grill ich zu gerne. Eier brauche ich auch für vieles. So Leute, wir neigen uns dem Endspurt des Spiels. Was denn für ein Spiel, Rainer? Alter. Der hält das nicht. Ich weiß nicht, wie lange der Stream im Original dauert hat, aber zurzeit streamt er was, meistens eine Stunde, 1,5. Der hält es nicht mehr aus, 1 Stunde zu streamen, ohne dass das kleine bisschen Resthirn, was er noch hat, komplett Metal off sagt. Mikrofon, hör auf mit dem Blödsinn. Also, ich danke euch jetzt fürs Zuschauen. Gut, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ja, danke uns fürs Zuschauen noch ein paar Mal häufiger. Bis zum nächsten Mal und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ansonsten wünsche ich euch jetzt einen restlichen schönen Start in die Woche. Ich hoffe, ich konnte ihn euch ein bisschen versüßen. Nicht wirklich, Rainer, nicht wirklich. Und am Ende sehen wir uns hoffentlich am Mittwoch wieder und dann am Freitag, wo ich euch noch ein schönes Wochenende wünsche. Der Axt-Mittwoch ist schon morgen, oder? Ich glaube, da muss ich heute ein Bier kaufen gehen. Bis dahin, euer Drache. Haut rein. Und viel Spaß mit dem Abspann. Ja, toller Abspann. Ui, da war das harter Tobak. Das war zart. Leck mich am Arsch.
Da war alles dabei. Da war alles dabei. Dulli Geräusche, blödes Gesinge, peinliche Lügen, Community dumm anmachen. Da war alles dabei. Das komplette Rainer Winkler Programm. Ankündigungen. Wunderbar. Ganz großes Kino. So, ich gehe jetzt erstmal kotzen. Da würde ich sagen, was ich immer sage, tut nicht, was Rainer tut. Und Love.